Ich meine, die Bayern, die sind selbstbewusst. Ja. Wenn ein Bayer irgendwo hinkommt, dann sagt er, das, wo ich rede, das ist richtig und die anderen sind lernen, dass sie es verstehen. Ja. Da gibt es auch den wunderschönen Witz in der Zeit, wo es noch kein elektrisches Licht gegeben hat, aber schon eine Eisenbahn. Ich bin zwischen Stuttgart und München mal einen Zug in einen Tunnel neu gefahren. In dem Zug war geguckt, eine Mutter mit ihrer Tochter, ein Preuß und ein Bayer. Und der Zug fährt neu, es wird dunkel, auf einmal macht es. Und dann ist wieder hell geworden. Jetzt von den 4 Personen hat jeder was anderes gedenkt. Die Tochter hat gedenkt, einer von den 2 Kerlen wollte man Mutter küssen, aber die hat man nicht geschmiert. Die Mutter hat gedenkt, einer von den 2 Kerlen wollte man Tochter küssen, aber die hat man nicht geschmiert. Der Preuß hat gedenkt, der Bayer wollte schon eine von den 2 Frauen küssen und durch Zufall im Dunkeln habe ich die Ohrfeige abgekriegt. Der Bayer hat gedenkt, im nächsten Tunnel mache ich wieder und hach dann den Preuß eine runter. Ja, sehen Sie, das Selbstbewusstsein fehlt uns Pelzer. Ja? Mehr Pelzer unter uns, der babbeln wir, wie der Schnabel gewachsen ist und wie wir mal woanders hinkommen, da genieren wir uns. Aber nicht nötig. Wir können ruhig auch stolz auf unser Mundart. Und viel schlimmer wie pelzig babbeln. Ich Hochdeutsch babbeln und nicht richtig kennen. Ich meine, bei Kindern ist goldig. Ne? Ich weiß noch, bei uns ist einmal so ein kleines Mädel in die Schule gekommen und hat gesagt, der Lehrer hat gesagt, Marielle, warum kommst du zu spät? Hat er gesagt, Herr Lehrer, ich bin noch nicht gestrahlt gewesen. Gestrahlt gewesen. Früher ist man nicht gekämmt worden, ist man gestrahlt worden. Sie waren noch nicht fertig mit Kämmen. Da wollte sie es Hochdeutsch sagen und gesagt, Herr Lehrer, ich bin noch nicht gestrahlt gewesen. Oder bei meiner Frau, auch wirklich passiert, die hat eine Grundschulkinder gehabt, Erstklässler diesmal. Und dann hat sie halt am Anfang gezeigt, was die Kinder brauchen. Dann hat sie ein Heft hochgehoben und gesagt, sehen Sie, Kinder, das Heft da, das hat Linie und dann welche heißt liniert. Und dann hat sie ein Rechelheft genommen und ehe sie was sagen wollte, hat Marielle gekriegt. Und das hat Kästle und dann welche heißt kastriert. Also wirklich passiert. Ja, ist logisch. Genau. Ja. Also bei Kindern ist lustig, aber bei Erwachsenen, und das hat eigentlich fast jeder, der Mundartgedichte macht, hat auch einmal da in die Richtung so ein bisschen ein Gedicht gemacht. Der Gerd Runkens von der Frau Wibbel, wo sich die Zunge verknippelt und so weiter, ne? Die geht dann in den Laden und will schunken, gut abgehunken, Schinken gut abgehängt, ne? Schunken, gut abgehunken. Ja. Gut. Und ich habe eins gemacht, das heißt wie wär's. Ich muss ein ganz klein bisschen erklären. Ich bin wirklich mal, wie ich schon nebendran in Lingefeld gewohnt habe, heimgekommen und auch ich gedacht, die Bäckerei, wo wir früher als neu sind, die haben so wunderschönen Kuchen. Ich stehe drin, auf einmal kommt eine Frau raus, ich habe sie auch gekannt. Meint sie, wie wär's mit einem Laib Brot? Was machst du jetzt da, ne? Will sie einen oder will sie kennen? Was heißt, wie wär's? Da kann ich doch sagen, ja, wir haben es. Oder ich kann ihr einer geben. Das ist so viel wie gar nichts, ne? Aber die hat gar nicht gemerkt, wie blöd es ist, noch alles so weitergemacht. Und dann habe ich ein Gedicht draus gemacht. Letzt stehe ich in der Bäckerei, da halt ein Auto, kommt ins Neu, eine Frau vermalt und aufgemotzt, dass drin sogar der Lehrling klotzt. Und ich erkenne sie auch sofort, die Lies, seit Jahren weg vom Ort. Gerade wie sie mit großer Freude mal fragen will, wie es dann so geht, macht sie einen Mund auf und ich schlug. Sie bräucht ganz fürneim, die Blödklug, meint zu der Bäckersfrau, ach Gott, wie wär's mit einem Leibchen Brot? Ah, die war doch in der Schule so blöd, wie es auf keine Schiefertafel geht. Den Satz, den hat sie schon zugehört. Merkt gar nicht, ob er passt, ob er stört und lässt ein Dutzendmal noch raus, stellt jedem Wunsch ihn vorne aus. Wie wär's mit einem frischen Ei? Dazu noch eine Leckerei. Sie haben Dojo Brannenöl, ganz gute, teure wie Sö. Wie wär's mit Kuchen noch und Wein? Doch nur vom Bösten, frisch und fein.
Ich gucke die Bäckern an, die mich, dann greift sie tot ernst hinter sich. Für um die Gurgel gut zu ölen, kann ich die Flasche hier empfehlen. Ein Tropfen wie Natur so rein, Sie würden sehr zufrieden sein. Wie die List bezahlt hat und war draus, bricht das ganze Lachen aus uns raus. Die Bäcker meint, wie wär's gewesen, hätte die als Kind mal lernen lösen. So wird er erst halt oben klar, dass in der Flasche bloß Essig war. Ja, die Lies. Und drum soll man, wenn man halt pelzig babbelt man pelzig fertig. Ne? Aber früher hat man immer auch behauptet, die Kinder, die Pelzer Kinder, wo pelzig babbeln und kommen in die Schule, die werden benachteiligt. Wir haben vor 2 Jahren Klassentreffen gehabt von unserem Abiturjahrgang in Speyer. Da war dabei ein Chefarzt, so ein paar Lehrer wie ich, einer, der schafft in London an einem Europa-Projekt, an einem physikalischen, gell? Also wirklich lauter Leute, wo man sagen kann, sie haben etwas, ja, stellen etwas vor. Die haben pelzig geredet, wie man bei uns auf der Gas wärst. Da habe ich gedacht, man kann auch mit pelzig etwas hören. Ne? Aber inzwischen bin ich bestätigt worden. Gerade da eben ist der Dr. Hofen ernannt worden, nicht so weit weg, glaube ich, Reutersheim-Kronau. Der ist der Chef von der Darmstadter Jury und war auch Chef von der Germanistikabteilung in Landau an der Universität. Und der hat einmal eine Studie vorgestellt, die ist also wirklich gemacht worden, dass Kinder, die Mundart sprechen und Hochdeutsch, dass die ungefähr 30% intelligenter sind wie Kinder, wo bloß Hochdeutsch reden. Dann welche tun die Mitargumente, sie müssen ihre Kinder bloß Hochdeutsch beibringen, gell? Heute, die tun ihre Kinder keinen Gefallen. Ich habe auch ewig nie euch gesehen, warum jemand nicht im Rechtschreiben Kartoffel richtig schreibt, bloß weil er normalerweise Krummbeer sagt. Ne? Gar nicht zu sehen. Aber jetzt ist wirklich bestätigt, die Kinder sollen zweisprachig aufwachsen. Und so kleine Kerlchen mit 3 Jahren kannst du nicht Englisch und Deutsch reden lassen, wirst du halt pelzig babbeln und Hochdeutsch. Das sind zwei. Ja. Und zwar, das kommt daher, dass durch das Umschalten, ne, wird der Verstand unheimlich geschult. Das ist also wirklich jetzt wissenschaftlich nachgewiesen. Ne? Die Mutter sagt, sagst du am Lehrer, ich hätte gerne mal morgen vorbeikommen. Dann kommt der Kleine in die Schule und sagt, Herr Lehrer, ich soll Ihnen ausrichten, meine Mutter hätte gerne morgen eine Sprechstunde. Ne? Das geht. Ne? Ich meine, er soll natürlich nicht bloß pelzig babbeln. Aber das Hochdeutsch lernt man sowieso heute noch mehr wie früher. Heute hast du Radio, heute hast du das Fernsehen. Kommt ja kein Kind mehr durch, ohne das Hochdeutsch lernt. Und pelzig dazu. Und dann funktioniert es. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich traue, unser Bücher auf pelzig zu schreiben. Ja.